wurde dort 2006 ein Indianer als Präsident gewählt, 10 Millionen Einwohner, 1,1 Millionen Quadratkilometer, mitten im Herzen von Lateinamerika. Die Evo Morales Ayma, nicht etwa ein als Indianer verkleideter Linksintellektueller aus La Paz, das gibt es ja auch, sondern ein wunderschöner Coca-Bauer, ein Aymara, redet ganz schlecht, leise wie die Indianer, kann das öffentlich nicht so gut reden, ein Aymara, Präsident mit 63% gewählt. Und das im Land, wo am 8. Oktober 1967 Che Guevara in totaler Einsamkeit ermordet worden ist. Die 328 Kämpfer von Che Guevara, darunter 4 Frauen, sind 18 Monate lang, haben in dieser Region Rio Grande, Higueras, Samaypato in absoluter Einsamkeit, keine Solidarität von den ärmsten Bauern, den ausgebeutetsten Menschen, die Sie sich vorstellen können, Quechua, Aymara, Moxa, Guarani und so weiter, total im Stich gelassen, keine Solidarität, nichts. Dann wurden sie verraten an die Spezialtruppen der CIA und Che Guevara wurde ermordet mit einer ganzen Reihe anderer Gefährten. Und 40 Jahre später, 42 Jahre später, plötzlich das Wiederauferstehen des Kollektivgedächtnisses. Eine Renaissance der Kollektividentität, die unglaublich ist. Evo Morales hat in den ersten 6 Monaten seines Amtes 201 Minen, Erdöl- und Gasgesellschaften enteignet, in kompliziert, ziemlich kommen zurück, die in Dienstleistungsunternehmen umgeformt, hat 82% der Einnahmen jetzt kommen in die Staatskasse, früher war es 5%, 18% geht an die ausländischen Konzerne noch, die jetzt Dienstleistungsunternehmen ist. Und das zweitärmste Land des Kontinentes hinter Haiti wird jetzt zum Rechtsstaat, zur souveränen Nation, zum Land, wo jeder lesen, trinken, essen kann und die Menschenwürde zu einer Realität wird. Das ist das Ergebnis des vernunftgeleiteten Hasses. Nur als erstes Beispiel. Jetzt der Westen. Was ist der Westen? Das ist eine diachronisch zu argumentierende Definition. Zuerst einmal Occidere in der Antike untergehen, dort wo die Sonne untergeht, Occidere, wo sie untergeht, der Okzident, der Westen. Dann 1187 bei der Schlacht vor Jerusalem, wo Saladin glücklicherweise die Kreuzritter geschlagen hat, und zwar vernichtend, Richard Löwenherz und all die anderen Halunken, die geschlagen hat. Dort steht in den arabischen Chroniken die christlichen Ritter, da war der Westen definiert religiös, nach religiösen Kriterien. Heute gibt es praktisch keine Christen mehr, jedenfalls nicht auf unserem Kontinent, ein wenig noch in Nord- und Südamerika. Also die religiöse Definition, die ist nicht brauchbar heute. Dann im Ende 18. bis 19. bis Mitte 20. Jahrhunderts die Kolonialexpansion, also der direkte Zugang durch militärische Eroberungen in der außereuropäischen Welt auf die Rohstoffe, auf die Arbeitskraft. Da gibt es die ethnologische Definition, in unseren Schulbüchern heißt es, die Weißen haben Ghana erobert, die Weißen haben das und das Land in Besitz genommen und so weiter und so weiter. Diese ethnisch-ethnologische Definition ist heute auch nicht mehr brauchbar, weil ganz wichtige Völkerrechtssubjekte, Völker, die eine sehr große Rolle spielen, heute zum Beispiel die Ottomanen, die Perser, die weißen Perser, die sind auch weiß, die libyschen Berber, das sind auch Weiße, also aber sind Völker des Südens. Die ethnologische Definition ist auch nicht brauchbar. Es gibt nur die Definition, die ich im Buch brauche, das Konzept des Westens, ist jene von Fernand Braudel, dem großen zwischen Historiker, den Sie
kennen, der Westen definiert sich durch eine Produktionsweise, nämlich durch den Finanzkapitalismus. Letztes Jahr, Weltbankstatistik, haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne, alle Sektoren zusammengenommen, die 500 größten, gemeinsam 52,3% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Das heißt also, alle in einem Jahr produzierten Waren, Kapital, Dienstleistungen, Patente und so weiter kontrolliert. Eine Kapitalart hat sich autonomisiert von allen anderen Kapitalarten, nämlich das Finanzkapital, das spekulative Finanzkapital, und die Oligarchen dieses Finanzkapitals, die Welttyrannei des globalisierten Finanzkapitals, die hat heute eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst in der Geschichte der Menschheit gehabt hat. Die Goldberge steigen in den Herrschaftsklassen dieses Westens, der sich chinesische und indische Oligarchen einverleibt hat, die dasselbe System, im selben System tätig werden, mit denselben Mitteln der Profitmaximalisierung, und im Süden, wo immerhin 4,9 der 6,7 Milliarden Menschen, die wir sind, auf diesem Planeten leben, also mehr als 2/3 der Menschheit, dort steigen die Leichenberge. Ich nehme ein Kriterium, den Hunger, den ich aus meiner Tätigkeit besonders kenne. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. 47.000 Menschen sterben am Hunger jeden Tag. Alle 4 Minuten verliert jemand das Augenlicht wegen Vitamin A-Mangel. Und seit vergangenen April sind über 1 Milliarde Menschen schwerst permanent unterernährt. Und derselbe World Food Report der Vereinigten Nationen, also der FAO, der Spezialorganisation für Landwirtschaft und Ernährung der Vereinten Nationen, Rom, derselbe World Food Report, der die Opferzahlen gibt, die von niemandem bestritten werden, selbst nicht von Wall Street Bankern oder irgendeinem Geldsack der Zürcher Bahnhofstraße, von niemandem bestritten werden. Derselbe World Food Report sagt, dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Phase der Entwicklung ihrer Produktionskräfte problemlos 2700 Kalorien erwachsen sind, Bildung pro Tag, problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Es gibt also heute zu Beginn dieses Jahrtausends keinen objektiven Mangel auf diesem Planeten. Es hat ihn gegeben, Marx ist 1883 gestorben im Februar, hat bis zuletzt geglaubt, dass das verdammte Paar des Herrn und des Sklaven, also der Kampf um die ungenügenden Ressourcen, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen, dass dieses verdammte Paar, wie er gesagt hat, des Herrn und des Sklaven, die Menschheit noch über Generationen, vielleicht Jahrhunderte begleiten würde. Das stimmt heute nicht mehr. Es gibt keine Fatalität, keinen objektiven Maß, es gibt keine Fatalität für das tägliche Massaker des Hungers, das in absoluter eisiger Normalität vor sich geht. Ein Kind, das jetzt am Hunger stirbt, und wenn wir zwei Stunden zusammen sind, wenn es 728 Kinder unter 10 Jahren sein, ein Kind, das jetzt am Hunger stirbt, wird ermordet. Jetzt zweite Serie der Vorbemerkungen. Wenn ich ein wenig vom großen so Wein gibt es ja nicht, es gibt Wasser. Sparen im Buchhandel. Sparen, ja, das finde ich gut. Ja. Es wird gespart, aber trinken wir Wasser. Die Quellen des Hasses. Und jetzt wird es schon kompliziert. Die Quellen des Hasses. Es gibt 3 Quellen dieses vernunftgeleiteten Hasses. Es gibt das verwundete Gedächtnis, es gibt die Doppelzüngigkeit des Westens und dann eben die kannibalische Weltordnung. Ich werde so vorgehen, in der Philosophie sagt man phänomenologisch, ohne zu hierarchisieren. Die 3 Quellen des Hasses, das verwundete Gedächtnis. Plötzlich wird